Und weiter geht's mit der Vogelreiterzeremonie. Im letzten Part haben wir unseren Vogel befreit und unser Schwert erhalten, zumindest mal ein Trainingsschwert. Es sah jetzt so aus, als würde Michael nicht teilnehmen können, aber jetzt sind ja alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergesst mir nach dem Abspringen vor lauter Aufregung bloß nicht zu drücken, um eure Vögel zu rufen. Ja, das denke ich mal, so bescheuert wird keiner sein, ich meine, sonst wird es ein endloser Flug. Sieger ist, wer als erster durch Drücken von A die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Auf jeden. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Oh cool, in der Oberstufe. Sind wir jetzt also in der Mittelstufe? Diese Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin ausgewählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum unserer Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst, Zelda! Ne, lacht sich eins ab. Zeigt, was ihr bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo! Ja, Alter, zeig sie! Zeig es einem alten Waffenschwein. Alle auf ihre Plätze. Komm, das kann ja was werden, hey. Ja, hoffe ich schaff's. Komm her, Vögelchen! Okay, alles klar. Und Sturzflug! Ich krieg dich. Verdammt! Turbos! Da ist er, ich krieg ihn. Was will ich kriegen? Mann ey! Was mal hier? Ich hab ihn gleich. Komm schon, der dreht doch sicher gleich noch eine Kurve. Das wird... Der dreht die Kurve noch nicht. Da ist auch schon Bardo, dieses alte, fette... Ist doch nicht so leicht wie erwartet. Also, doch genommen schon. Wow, hoch mit dir. Und... Sturzflug! Ja. Meine Güte, jetzt liege ich schon seit gut 2 Minuten, aber weiterkommen bin ich trotzdem noch nicht. Was mich gerade interessiert ist, kann ich überhaupt verlieren oder hat irgendwo noch ein Event ausgelöst, weil, naja, ich weiß nicht. Und nochmal Sturzflug. Ich bin wirklich sehr sensibel, Freunde. Das könnt ihr mir glauben, so einfach ist das nicht. Ich habe ihn gleich... das war gemein. Ich sage, es war gemein. Da ist er. Meine Güte, wie blöd kann man sich eigentlich anstellen? Mann, wieso dreht er? Ja. Okay, Freunde, ich glaube, das kann noch Stunden dauern. Muss wahr sein, oder? Sturzflug. Hab ihn gleich. Ja, ich hab ihn gleich. Mann! Oh, Bardo, ey, du warst das Abwarte. Komm doch einmal in die Quere, Alter, und ich stoße von einem dämlichen Vogel runter, als mir egal, wenn du in die Tiefe stürzt. Ich nicht so nett wie Zelda würde dich retten. Setz ihn. Ups. Völlig in die falsche Richtung geflogen, Mann. Was mache ich da? Scharfe Rechtskurve. Scharfe Linkskurve. Mann. Einmal ist die Musik etwas ansprechen. So. Und etwas auf der Spur. Mann. Immer so schnell wenden. Mann, Alter, ich will das mal abschließen. Und bin ich hier wirklich so schlecht. So. Was anderes. Runbock-Attacke, Bodycheck, was auch immer. Verdammt, ich habe keine Feder mehr. Oh. Okay, jetzt in die Kurve, hoch. Haben gleich.
Etwas mehr Konzentration, Freundchen. Und er wird wieder schneller. Ach du Scheiße, so kriege ich ihn doch nie, Mann! Ja, ja, ich hab dich. Ja, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Ja, spinnst du! Du wagst es dich mit Boden anzulegen? Nimm das hier, Kleiner! Was ist jetzt los? Na toll, jetzt hab ich die anderen beiden noch in... Oh. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Cool ausgewichen. Oh. So willst du cool ausgewichen, Mann! Ich will diesen scheiß Vogel! Ich will ihn, ich will ihn, ich will ihn! Ich will unbedingt ein Date mit Zelda! Komm schon, so schlecht kann das doch nicht sein! Bald ist wieder der halbe Part vorbei! Und sturzlos! Sei denn des Wahnsinns, hier mit Sachen nach mir zu werfen! Ja, gleich! Den erwische ich nicht mehr, der geht sicher da gleich auf Turbo! Hab ich gesagt, ja. So ist es eigentlich nicht. Komm schon! So knapp, hey. Wäre nach links geflogen, ich hätte ihn gehabt. Ja, ich hab ihn! Ja. Ich hab ihn gleich! Nein! Oh, Scheiße! Der dämliche Bardo ist mir in die Quere geflogen. Oh, und das war so knapp, ey. Ich hätte nur noch rechtzeitig A drücken müssen. Du gehst mir auf die Nerven, du dämliche Schmalzlocke. Du ein violetter Vogel, aber der Vogel kann ja noch nichts, dass er einen dämlichen Herr hat. Ja, nein. Nee, das machst du jetzt nicht jetzt! Ja, mach's doch. Alter! Ja, und einer kommt ja auch wieder in die Quere. Jetzt! Ich hab ihn! Ich hab sie! Die Vogelfigur erhalten! Und Gott sei Dank hat es nicht den ganzen Part gedauert, das wäre mehr als peinlich gewesen. Leute, wir haben es geschafft! Wir haben gewonnen! Und Bardo, dieser fette Arsch von einem, was weiß ich, Typi, kann jetzt beschämt nach Hause gehen. Ja, Zelda? Bist du nur das Wahnsinns, hey? Du bist auch nicht gerade federleicht. Alter Schuli. Sei nicht so ängstlich. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Danke, ja, weiß. Ja. War ein Klacks für mich. Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin. Auf jeden. Wisst ihr was, Freunde? Ich muss mich mal kurz setzen. Das war jetzt wirklich Anstrengung pur. Na, zumindest am Anfang, bis mal die Steuerung etwas besser aussah. Nachher ging es ja einigermaßen. Michael, du musst nun die Vogelfigur der Göttin darbringen. Natürlich. Passiert jetzt was Besonderes oder ist das bloß just for fun? Okay, easy. Spielt auf ihrer Harfe und hören wir ihren Klängen. Echt ein schönes Lied, war. Jetzt geht sogar noch vorher zu Boden. Man könnte meinen, das sei die Prinzessin höchstpersönlich. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jüngling, nach alter Sitte schenkte die Göttin ihren Segen, auf dass die Winde dir und deinem Wolkenvogel stets gewogen sein mögen. Sieht jetzt gerade ihr Top aus, oder? Ja, mach weiter! Aha. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel tanzen im Wind, für dich. Wow, ein Geschenk von Zelda an uns. Ich habe den Paraschal erhalten. Geil, Mann. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinabspringst. Cool. Er riecht vertraut. Ja, ist schon klar. Was soll das denn?
ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal. Man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Ich habe gedacht, du hättest ihn selber gestrickt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst in den heutigen Gewinner gewebt, wollte schon sagen. Ach so, gewebt, nicht gestrickt, alles klar. Mein Fehler. Ich bin so froh, dass du ihn bekommst. Pass gut auf ihn auf, ja? Ich werde ihn hüten wie meinen Augapfel. Danke, Michael. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Das bin ich doch auch. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst. Oder etwa nicht? Keine Ahnung. Ja klar, ich habe Angst. Ja, nee, schon klar. Eigentlich war ja alles 3 mehr oder weniger zutreffen. Ich Quatsch, das eigentlich würde ich sagen, ja klar, aber... Was? Machen wir den? Keine Ahnung. Wirklich? Du bist sonst immer so schlau. Link ist genauso wie ich. Aha, das meinst du also. Hä? Ja, springst du runter. Sonst noch Wünsche. Siehst du das runde Bodenrelief vor der Statue der Göttin? Lande dort, um die Zeremonie zu vollenden. Wenn du abgesprungen bist, musst du kurz vor der Landung B drücken, um den Paraschal zu öffnen. Öffne den Paraschal erst im letzten Moment, um deinen Heldenmut unter Beweis zu stellen. Also dann, bist du bereit? Eigentlich nicht. Hör auf mich zu schupfen! Okay, wie war das? Ich muss genau in der Mitte landen, oder was? Das war ja wohl fehl, wa? Was war das gerade? Das ging wohl daneben. Kannst du laut sagen. Eingeflugt, wir haben den und einen Fall aus dem... Ja. Habe ich gerade versucht, aber okay. Tja, aber ein neues, wa? Hallo? Muss ich runterwerfen oder was ist los? Diesmal schubse ich dich nicht. Also nimm einen Mut zusammen und spring. Also ich muss wieder Anlauf nehmen, ja. Ja, ich weiß. Dankeschön. Alles klar. Jo, und... Sag mal... Ja... Was war denn das schon wieder? Ja, ist gut, kann das bitte schön überspringen. Es ist schon peinlich genug. Du musst mich nicht jedes Mal darauf hinweisen, dass ich ein Loser bin. Bla 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 bla. Mir fällt gerade auf, Link hat viel spitzere Ohren als ich. Das unterscheidet uns also doch voneinander. Zumindest die Haarfarbe ist fast gleich. Okay. Ja! Ah, geschafft. Puh. Ja klar, sie fliegt dann wieder mit dem Vogel runter. Ja, nee, ist klar. Das hast du toll gemacht, Michael. Auf jeden. Du bist auch toll. Na komm schon, Link, tu es. Sag mal, Michael, jetzt hast du schon gewonnen. Das Wetter ist schön, auch der Windplay ist nicht so stark. Jo. Also, wie wäre es mit einem kleinen Ausritt über den Wolken? Aber hallo! Über den Wolken muss die Freiheit so grenzenlos sein. Ein Date zu viert über den Wolken? Ja, ist wirklich zu viert. Michael, hör mal, Michael! Aber leider wird diese idyllische Zusammenkunft fürchte ich bald enden, zumindest laut den Trailern, die ich mal gesehen habe. Den heutigen Tag werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ich freue mich so, dass du gewonnen hast. Und dass wir zu zweit hier unterwegs sind. Ich freue mich doch auch. Was für ein schöner Tag. Allerdings, kein einziges Wölkchen hier über uns. Wir sind über den Wolken. Weißt du was, Michael? Nö, was denn? Du und ich, wir... Ja? Meine Scholle, was ist denn das für ein helles Licht? Hey, was zum... Hä? Was ist denn da los? Alter Falter, ein Sandsturm! Moment mal, ein Sandsturm über den Wolken? Oh!
Das sind so okay. Was ist das? Na, ein Sandsturm, siehst du doch. Zelda, halt. Zelda! Verdammt nochmal, was treibt die Frau denn da? Sturzflug! Oh! Michael! Hä? Wo bin ich? Was ist passiert? Ich warte auf dich. Die Zeit des Erwachens ist gekommen. Deine Kraft wird benötigt, um eine große Bestimmung zu erfüllen. Michael. Zelda. Was? Ich bin ja wieder hier. Zelda! Nimm meine Hand, schnell! Nein! Scheiße! Was? Es war nur ein Traum. Endlich bist du aufgewacht. Oh. Zeldas Vater. Ach du Scheiße. Als ein Wolkenvogel dich bewusstlos zurückgebracht hat, habe ich mir große Sorgen gemacht. Es sieht aber aus, als hättet ihr keine großen Verletzungen davon getragen. Wir vielleicht nicht, aber... Scheiße. Michael, was ist mit Zelda geschehen? Wart ihr zusammen unterwegs? Was ist mit meiner Tochter? Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber ich weiß auch nicht. Da war plötzlich dieser riesige Sandsturm und es ging alles so furchtbar schnell. Ein schwarzer Wirbelwind? Das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Sturm. So schwarze war mir braun. Egal. Was soll's? Los geht's, ich suche Zelda und bring sie zurück. Du darfst dich noch nicht zu sehr anstrengen. Hör mal, Michael. Als ihr da draußen wart, war meine Tochter da irgendwie anders als sonst? Naja, so etwas aufgestellt und hat doch dauernd von irgendwas geschwafelt, das sie gehört oder gefühlt hat. Wie lang hat sie Alsbeck gesprochen? Ja, davon natürlich auch. Und du hast immer wieder den gleichen Traum von einem großen Schicksal geträumt? Interessant. Oh, entschuldige. Ich habe mich gerade etwas in Gedanken verloren. Mit Zelda hat das alles nichts zu tun. Aber da ihr Wolkenvogel bei ihr war, wird es ihr wohl gut gehen, wie dem auch sei. Die Nacht ist finster und bei diesem Licht werden wir nichts finden. Toller Trost, echt mal. Soll ich jetzt hier einfach die Beine in den Bauch schlagen, bis morgen früh warten oder was? Hör mir zu, Michael. Mach dir keine Sorgen, Zelda geht es gut, davon bin ich überzeugt. Na, seinen Optimismus hätte ich gerne. Was mache ich jetzt bloß? Hä? Was ist das für eine Stimme? Irgendwoher kennt ihr doch. Im nächsten Part geht's spannend weiter und zwar mit der Suche nach Zelda. Also dann, ciao zusammen.